Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Also du uns, oder was? Ja, und unsere Hörer, weil die Folge wird wahrscheinlich jetzt erst im Januar rauskommen, Anfang Jänner. Drum, Verrückt. ein gutes neues Jahr, herzlich willkommen bei den Wolex, Dezember 2023, jetzt sind wir schon im Januar 2024, das ist ja wir zurück in die Zukunft hier, oder voran in die Zukunft, oder auf alle Fälle zeitreisentechnisch sind wir unterwegs. Es ist auf jeden Fall echt leicht verrückt, weil wir haben ja jetzt gerade erst die Premiere gehabt von der Weihnachtsfolge. Und also wirklich jetzt gerade. Ich habe einen Chat verlassen, damit ich da sitzen kann. Ja. Ich habe ja aber noch hinterhergeschrieben, wenn sie nicht kommentieren, dann machen wir mir sowas nie wieder. Ja, mein Herr Hofer, kann man die Sauteppen eigentlich allein lassen, weil was ich da so gelesen habe, waren das ja schon ein paar Saunebaraber. Es ging auf jeden Fall eine Regeldiskussion darüber, ob man GTA 6 dann auf der PS3 nur spielen kann. PS3 oder PS4, irgendwie sowas. Die werden doch nicht sicher, wird aber jetzt keine echte Diskussion gewesen sein, ob das für PS3 geht. Also. Wobei ich traue noch alles zu. Ja. Also nicht die Rockstar-Leute, sondern die Leute, die uns anhören. Ja, wer weiß. Ich wollte eigentlich damit eher aussagen, es ist daher noch nicht einmal Weihnachten in der Jetztzeit, wo wir aufnehmen. Das heißt, also das ist wirklich hier absolut crazy. Wenn jetzt in den nächsten 2 Wochen irgendwas passiert ist, wo ihr euch denkt, wieso reden sie denn da nicht drüber? Was ist denn los mit einer? Dann verzeiht's uns bitte. Und es geht euch ein Dreck an, weil wir reden über was wir wollen. Genau. So und der Kani halt so ein richtig verrücktes Intro gemacht haben. Also ich bin der Corby. Hallo für alle Hörer, die neu in 2024 sich vorgenommen haben, dass sie Viva la Movilusion hören. Servus, grüß euch, schön, dass du da seid. Servus, Corby. Vielleicht haben wir ja jemanden, der einen Gastzugang über Steady geschenkt gekriegt hat, weil es dürft ihr nicht vergessen, Leute, es ist die Zeit des Schenkens und der Nächstenliebe. Und wenn ihr eure Nächsten liebt, dann schenkt ihnen was Gescheites, aber nicht unseren Podcast. Und wenn sie euch auf den Sack gehen, dann auf alle Fälle ein Stadia-Abo von uns weiterschenken, weil damit ärgert's das so richtig. Danke, Kani. Danke für diese tolle Info. Genau, so schaut's aus. Ja, das ist wichtig. Das muss man wissen. Mike, wie geht's denn dir? Was gibt's so Neues aus dem Mike-Land? Nicht viel. Ich freue mich auf Weihnachten. Bin schon ganz heiß. Ja? Geschenke, alles ist da, alles ist einpackelt. Ich hab heute meinen letzten Arbeitstag gehabt, juhu. Und bei mir geht's jetzt voll ab. Nicht einmal Feierzeug kannst du mitnehmen, David. Ja, selber. Der Vater zum Flexen hat nicht einmal Feierzeug dabei. Hallo, ich war beim Trainieren, da brauche ich kein Feuerzeug, weil ich trainiere mich so, dass es von selber brennt. Warte schon. Ja, aber die Zigaretten, die er hat, ist nichts geholfen. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, ich weiß es auch nicht. Aber man soll eigentlich unterm Trainieren nicht rausgehen zum Rauchen, das war wahrscheinlich so ein Zeichen. Das ist ja das. Gott hat gesagt, bist nein. unterm Trainieren zum Raucher ausgegangen. Ich wollte. Ich bin gerade vor der Arbeit raus und dann sehe ich einen mit einem gelben T-Shirt, knallgelb, sich voll verausgaben. Und da habe ich mir gedacht, der will jetzt am Fenster, und dabei hat er mich auf der Straße schon erkannt. Das ist wie beim Highlander, wenn sie die Unsterblichen gegenseitig gegenüberstehen, dann überkimmt's die Macht. Und sowas bei uns auch. Da hat einer vom anderen gewusst, dass wir da stehen. Ich habe Mike seinen Bizeps gespürt, wie er auf mich zu geht. Richtig. Die Schwingung. Ja, genau. Und dann wollte man nicht rauchen, aber das Schicksal hat gesagt, nein. So, und normalerweise ist um die Zeit der ganze Marktplatz oder der Stadtplatz voll von Landau, und da kannst 1000 Leute hauen um eine Feier, aber da war wirklich Geisterstadt, hat gesagt. Wahnsinn. Wow. Da war uns nicht verkund, dass wir jetzt einfach schnell 10 Minuten miteinander verbringen. Ich habe gedacht, für die ist das völlig normal, Kani, dass du unterm Trainieren rauchst, weiß ich nicht. Normal rauche ich im Fitnessstudio. Was machst du sonst? Bügeln? Weiß ich nicht. Nein, normal rauche ich im Fitnessstudio. Sitze ich am Rennrad und dampfe wie gemütlich dahin. Da lässt du heißt, die also von Spalt. Ja, und dann hast du, Nichtraucherstudio. Also, was Nichtraucherstudio? Was sind wir hier in Auschwitz oder wie? Fickt's euch. Und dann kriege ich wieder Hausverbot und muss mal ins Studio so. Weißt du hättest ja auch vornehmen können, dass wir in 2024 nur mal so ein Schippe-Niveau oben drauflegen. Aha. Und du, wie reell war dieser Gedanke von dir jetzt gerade? Das hast du aber zu Weihnachten gewünscht, Corby, oder? Da hättest du mal sagen müssen. Wir haben eine Weihnachtsfolge gehabt, da hättest du mir diesen Wunsch äußern können. Jetzt ist es zu spät, merkst du, für 2025. Ja. Aber Mike, du hast vermutlich nicht in die Weihnachtsfolge reingespitzt. Na. Wann ist das? Heute? Jetzt? Es war jetzt. Es war.
Ja. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir bei einem von meinen Warlecks sind, ich habe die letzte Folge jetzt von Bauersucht Frau noch gesehen von der aktuellen Staffel. Wieso ist das ein Warleck? Ja, weil Warleck ist das Beschissener. Ach so, okay. Und wer ist One? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Konzept funktioniert. Daher keine Ahnung. Ist das wie das Dschungelcamp, nur mit lauter Bauern? Ja, fast. Oder Frauen. Das ist wirklich fast, weil die Frauen müssen da Sachen durchmachen und das ist wirklich unfassbar, weil diese Männer, die sind emotional so dermaßen verwahrlost teilweise und die suchen nicht eine Frau irgendwie zum Liebhaben, die wollen dann irgendwann nicht, die wollen eine Hälfte die ganze Zeit und die, wo auch im Odel drin steht bis zu den Knie und mit der Mistgabel miteinander heindelt und dann mords kocht und dann aber auf die Nacht noch sauber in der Kiste da die wilde Frau markiert. Was, das sagen die? Nein, aber das ist mir schon klar, wie das Sechs. ist. Schau dir mal so eine Folge an, dann weißt du, was los ist. Aber du musst sagen, die sind also diese emotionale Verwahrlosung hört dann auf, wenn Subventionen gestrichen werden. Das hast du gesehen, dann rumpelt mit dem Bullock bis auf Berlin um und scheißt den vom Bundestag mit dem Odelfassel. Richtig. Dann, mich wundert es, dass sie überhaupt eine Staffel dran haben können, die sind noch alle fortgefahren. Aber gut, das ist ja schon länger produziert. Ja, die ist wahrscheinlich auch schon länger abgedreht, so für unser Warlecks jetzt. Ah, okay. Ja, also das war wirklich Wahnsinn. Und dank RTL Plus haben wir mir ja die Folgen teilweise vorab schon. Und ich kann dann aber durchzappen. Das ist ganz cool, weil da kann so viele Sachen, da muss ich mir so fremd schauen. Ja, aber es war doch auf eine gewisse perverse Art und Weise unterhaltsam, muss ich sagen. Okay. Das sind ja die modernen Gladiatorenkämpfe, diese RTL-Shows. Ja, aber wie ist denn das jetzt? Gewinnt da jemand oder gibt's dann mal Geld? Der Gewinner dort die Liebe. Gewinner dort immer die Liebe, genau. Glaube ich, immer. Man gewinnt ein Herz. Ja. Und da heißt es quasi, da gibt's ein halbes Jahr oder weiß ich nicht, ein Vierteljahr vorher, gibt's eine Folge, da werden die Bauern vorgestellt. Und dann kann man sich quasi bewerben. Du kannst anrufen. Wie früher, wenn es im Fernsehen geheißen hat. Da ist eine Telefonnummer, ruf an. 0, und da bist du aber nie durchgekommen. Gerade da kommst du wirklich durch. Und dann kannst du dich bewerben. Und dann mag dich der Bauer oder nicht. Und dann wirst du eingeladen. Und dann, weiß ich nicht, lädt er sich 3, 4 Mädels ein. Und dann stellt sich aus, wie viel das er auf die Hofwoche mitnimmt. Die haben dann eine Woche lang eingespielt mit ihm auf dem Hof. Und ja, entweder nimmt der eine mit 2 oder was weiß ich, wie viel das er halt mag, wie viel das er zum Arbeiten brauchen kann. Und dann geht's los. Kommt drauf an, wie viele Viecher und Dober das er hat. Verarscht du jetzt gerade? Also kann da einer mehrere mitnehmen? Ja, freilich. Okay. Ich hab's zu meiner Frau gesagt, das ist unfassbar. Also mit so vielen Frauen auf einem Hof, das geht nicht. Das klappt nicht. Und dann sucht er sich eine von denen aus, oder wie? Ja. Das ist wie der Bachelor gerade mit einem Kaibi-Strick statt einer Rosen. Ja, und ein Mistgobi. Okay. Ja, Mistgobi ist einmal gut dabei. Und wenn er sich 2 aussucht und beide mag? Tja, dann blenden sie ab, dann ist die Folge erst ab 23 Uhr zum Ausstrahlen wahrscheinlich. Dieser Bauer ist leider gestorben. Nein, er muss. Polygamie gibt's in christlichen Bauernhäusern nicht. Ja, ne? Richtig. Ja, das kommt gar nicht in die Tüte. Die eine wird dann eine Hofmagd, die kommt dann sowieso zum Pudern, wenn die Wirtin gerade drinnen kocht oder so. Ja, das ist dann oft ganz schön peinlich, wenn er sich dann 2 Mädels eigentlich einlädt. Aber dann bei der Hofwoche nimmt er eine mit und dann läuft's nicht. Und nach 3 Tagen schickt er die heim oder sie mag nach 3 Tagen nicht mehr, weil es gleich kennt hat, dass er ein Volldepp ist. Und dann ruft er aber die andere an, die wo er eigentlich schon verschmäht hat zuerst, ob sie nicht vorbeischauen mag auf ein Reiball oder 2. Keine Ahnung. Und dann kommt die und dann sagt sie, ja, hast du dich gleich für mich entschieden, ich bin ja so eine Tolle. Und so geht sie dann dahin. Ja, mein Gott, das kannst du nicht gleich wissen, weißt du, da musst du schon vorher mal schauen. Das kannst du nicht gleich wissen, ne? Das ist das. Also, okay, ich muss nur mal meine Aussage von vorher revidieren. Also, ich finde, unser Podcast hat schon Niveau. Absolut. Alles hat Niveau. Im Vergleich zu RTL-Shows. Finde ich unseren Podcast ziemlich toll. Ja, ich schon auch. Ich kann nicht leiden. Wir haben noch nie jemanden verschmäht. Doch, an Florentin Will. Ja, der hat uns verschmäht. Das ist ja schon ein Unterschied. Den hast du verschmäht. Ich? Ja, weil du. Ja, Hast du uns, Obi uns für die Viecher bei Bauersucht Frau auf dem Hof? Wahnsinn. Ei. Ich wollte eigentlich mit dem Corby ein Warleck teilen, weil ich mir ursprünglich gedacht habe, ja, das ist ein gemeinsames Erlebnis, aber dann ist mir eingefallen, dass es ja mittlerweile gang und gäbe ist und deswegen auch kein Warleck mehr, dass der Mike wieder mal nicht dabei war bei einer Live-Aufnahme, beim Video, sich das dann nicht einmal anschaut. Mike. Hurenbock. Weihnachtsspecial wieder mal ohne Mike. Ja, macht's eine gescheite Folge bitte dabei. Ja, die ist super. Wir haben einen Haufen Zuschauer gehabt, alle finden es lustig, alle finden es super. Okay. Ja, super. Also ich hab Tränen gelacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer die selber. Wirklich, Corby und, nein, du musst da anschauen, das können wir jetzt leider nicht spoilern. Aber Corby hat wirklich, wirklich Tränen gelacht.
Es ist eigentlich schade, dass wir da kein Close-Up gehabt haben, weil ich habe, glaube ich, einmal zu dir rübergeschaut und mir sind da echt Tränen runtergeflossen. Also ich habe da nicht mehr keiner vor Lachen. Und das ist schon lange her, dass ich mal wieder so aus reinem Herzen heraus gelacht habe. Ja, vor allem aus dem Grund auch nur raus. Du bist echt ein perverses Schwein. Kranke Sau. Kranke Sau. Das ist jetzt der Warleck oder was? Dass der Mike nicht bei einer Live-Show Nein, das war eins gewesen und dann ist mir eingefallen, dass es ja mittlerweile gang und gäbe ist und deswegen ist es kein Warleck oder Warleck mehr, weil wir wissen es ja, man kennt ihn ja, es ist ja nichts Neues. Ja, eben. Das ist nichts Neues mehr. Ja, aber ich wollte es trotzdem noch mehr erwähnen. Jetzt stell dir mal vor, wir feiern so unser 5-Jähriges und dann kommt echt ohne Scheiß der Mike. Nein, der lädt ihn nicht mehr ein. Der hat jetzt dieses Jahr, 2024, ist seine letzte Schonfrist, wo er noch hat, dass er irgendein Video mitmacht und dann ist er bei allen Videosachen raus. So ein Scheiß. Da, wo dann die richtig fetten Kohlen dann fließen werden. Wie er sie rausgelassen hat von Viva la Mobilisation, das Gott, der darf nie wieder kommen. Und dann, kurze Zeit später, kaum haben 2-3 Jahre ins Land gezogen, ist er schon wieder auf der Matte gestanden und du hast ihn mit offenen Armen empfangen. Erzähl mir keinen Scheiß. Und ich mag's dann genauso. Ja, aber ein Seppi mag ich ja lieber als die. Ein Seppi mag ich lieber als die. Das hast du damals zu mir auch gesagt, du magst mich viel lieber wie ein Seppi. Jetzt auf einmal ja, aber du hast ja Zigarettenkarton nicht, deswegen habe ich das gesagt. Du bist wieder so ein Scheißhaustier, du schwingst nach beiden Seiten. Ja, just so the things. Und wie gesagt, du warst der mit den Zigaretten, ich hab die anschneiden müssen, da muss ich da in den Anschein kriegen. Mike, wir kannten mal also fiktiven Kani einfach mal ausbocken. Und dann ist er für, weiß ich nicht, so einen Monat weg und dann kommt er wieder und das ist dann irgendwie voll der Skandal. So, boah, krass, habt ihr das mitgekriegt, der Kani war raus und jetzt ist er wieder drin. Wie beim Wrestling, oder? So diese geil schlecht geschriebenen Geschichten, wo dann einer wegbockt und dann irgendein Trio sich auflöst und dann kommen sie wieder zusammen. Dann stellt sich heraus, dass der Corby der Bruder ist vom Kani. Ja, genau. Und wenn wir da zu dritt, das ist dann bei einer Live-Show, wenn wir zu dritt da stehen, dann verabschieden wir uns und dann komme ich von hinten und machen Flying Clothesline gegen eigentlich alle zwei und dann so, oh fuck, Alter, oh mein Gott, look out, it's John Cena! Also ich höre nur Gutes. Ich merke schon, wir starten mal in das neue Jahr nur mit richtig geilen Ideen. Wieder super Sache. Ich muss, gerade durch die Weihnachtsfolge vorher und den Chat dadurch habe ich ein kleines Warleck schnell mitgenommen, weil ich es nicht glauben kann. Da hat ja der Richmond Sex. Also ist richtig Metal. Hat eingeschrieben, dass er das zweite Mal Assassin's Creed Valhalla durchspielt. Was ist mit dir, Richmond Sex? Wie kann man den Scheißdreck zweimal durchspielen? Spinnst du? Das war das erste Mal schon die reinste Hölle und da habe ich mich sogar bis auf Platin hingearbeitet mit dem Spätzle, aber es waren die schlimmsten 150 Stunden, die ich jemals in irgendeine Zockerei investiert habe. Was ist los mit dir? 150 Stunden und nicht einmal Spaß gehabt dabei. Nicht lang auf alle Fälle. Wahnsinn. Ja, aber das Intro ist doch wirklich so ein bisschen Wikingerartig, oder? Ja, der ganze Spiel ist so ein bisschen Wikingerartig. Okay. Es ist einfach, es schaut alles gleich aus. Ich glaube, wir haben ja schon voll genug. Ich wollte jetzt gerade mal, ich hab's nicht glauben können, dass einer sagt, er macht das zweimal. Auf der einen Seite, heiden Respekt. Das heißt, ich sagen, jetzt ziehen wir zweimal hintereinander meine Zehennägel, nachdem sie nachgewachsen sind. Aber ich darf halt nicht. Aber am Ende ist es ja ein Richmond Sex sein Leben, gell? Also, drum. Und er ist Metal. Jetzt verarschen halt nicht, der kommentiert wenigstens. Jetzt, ja, er ist außerdem ist ein Metal, ich sag eh nichts. Naja. Ich find die gut. Also ich fand das insgesamt halt ziemlich geil, wie die Community da halt mitgemacht hat. Das war schön von denen, auf alle Fälle. Bis dann so komische Outings gekommen sind, aber gut. Es ist ja Weihnachten, da kann man das ja mal durchgelassen. Es ist Weihnachten, da kann man mir ja ein paar Augen zudrücken. Wenn er sich das wünscht, dann soll er es machen. Richie Man. Und was wolltest du jetzt sagen, was das Warleck mit mir war? Das interessiert mich jetzt, weil eventuell ist das gleiche Warleck, das ich hab. Das habe ich doch vorher schon erklärt, oder? Ja, aber ich hab nicht verstanden, was das mit mir zum tun hat. Ich hab gesagt, wir hätten uns ein Warleck geteilt, wenn es nicht die Regel ist, dass der Mike nicht dabei ist. Darum ist es kein Warleck für uns, aber ich hab's nur mal angemerkt. Also ich glaube, ich hab was, das teilen wir uns. Und zwar war ich mit dir im Kino, mein Freund. Und wir haben uns Godzilla -1 angeschaut. Ist das ein Warleck für die? Okay. Ist das für die kein Warleck? Was ist denn los mit dir? Das ist sogar ein Warleck für mich. Was? Wieso? Das ist ungefähr, der Godzilla -1 ist praktisch der Lego-Movie für mich, der Godzilla-Filme. Hau ab! So schlecht. Was ist also... Okay,
Ich hab's ja angekündigt, wir müssen uns heute leider vom Kani trennen. Nein, ich ärgere dich nur. Ist heute das Split-Up, oder was? Ich ärgere dich nur, Corby. Wir teilen uns das mal weg. Alter. Das war wirklich für mich nochmal so ein bisschen das Aufflammen gewesen. Mir also das ganze Monsterverse nochmal von vorn zum Schauen. Und vor allem, wir waren ja vor kurzem auf der Klassenfahrt, Hardline hier, voll das Herz. Also ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe eins geformt und ich habe eins. Hat irgendjemand gesagt, und ich glaube, es war der Idiot, also der Dominik, dass ja bei dem ersten Godzilla da von 2014 der Godzilla insgesamt nur 5 Minuten drin war. Und dann habe ich erst nur dagegen protestiert und gesagt, na, das stimmt gar nicht, ein voll der gute Film, was weiß ich habe mir den eigentlich angeschaut. Es stimmt. Wir haben uns sogar Folge, die ganze Zeit schon. Wir haben doch sogar eine Folge drüber aufgenommen, das müsst ihr doch nur wissen, der hat das Screentime vor 8 Minuten noch was, oder? Erst das sind sogar 8 Minuten. Ja, ich glaube schon. Dann habe ich mir danach den zweiten angeschaut, also mit dem King Ghidorah und hab da eigentlich total belanglos. Jetzt muss ich mir natürlich Godzilla vs. Kong dann noch anschauen. Aber Godzilla Minus One, der hat's von Anfang an geschafft, dass sie diese riesige Echse in mein Herz frisst und dann da erstmal stecken bleibt. Und ja, ich fand's super. Also von vorn bis hinten und ich freue mich, wenn das weitergeht. Godzilla hat sogar 9 Minuten 56 Screentime im 2014. Und in Minus One, da hat er, glaube ich, auch gar nicht mal so viel, aber da fällt es nicht so stark ins Gewicht. Das ist 20 Minuten? Aber da hat er wesentlich mehr als in 2014. Ja, sicherlich. 20 Minuten, irgendwie sowas. Weiß nicht, Mike, hast du schon die Gelegenheit gehabt, dass du da anschaust? Leider nicht. Ich habe gesehen, in Plattling hat es ein paar Termine gegeben, aber die habe ich leider nicht wahrnehmen können. Aber irgendwie werde ich das Ding schon mal irgendwann sehen. Und ich habe wirklich auch bis jetzt nur Positives gehört. Nicht nur positiv, sondern überschwänglich Positives. Ja. Das macht mich ja, da glaube ich, muss wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde das sehr geil, aber so das Überschwängliche, was du auch schon gehört hast, also aus meiner Warte jetzt ist es teilweise, keine Ahnung, warum es so übertreiben muss mit Warner und was weiß ich und keine Ahnung. Ja. Also er ist sehr gut, er macht Spaß und es ist ein richtig geiler Godzilla-Film. Aber manche haben da schon wieder ein wenig übertreiben wollen. Ja, also ich wäre jetzt eigentlich so weit gegangen, dass ich sage, er hat mich jetzt emotional so extrem berührt, dass ich weinen hätte müssen. Aber er schafft's, dass da Szenen vorkommen, wo du denkst, oh, jetzt wird's bestimmt gleich irgendwie total peinlich, so fremdschämartig. Und na, eigentlich dann null. Irgendwie ist es nachvollziehbar, es ist neu, interessant, unterhaltsam und für 15 Millionen Budget, was die da hitzaubern, da können sie andere 200 Millionen Blockbuster 800 Milliarden Kilo Scheiben runterschneiden. Ja. Ich schau Dio, Marvel, ich schau Dio. Ja, und DC Junge. Und alle anderen aktuellen Blockbuster. Ich bin echt gespannt jetzt dann auf Godzilla und Kong, ich weiß nicht, The New Empire, oder? So heißt er. Ja, ich glaube schon. Ob der ähnlich gut kann man eigentlich nicht mehr sagen. Also, weiß ich nicht, ich habe echt so die Befürchtung, alles, was man jetzt im Trailer gesehen hat, war schon der spannende Teil des Films. Bei welchem? Bei dem New Empire Trailer? Ja. Hast du eigentlich wirklich was gesehen, außer das Kämpfen? Und Laufer sind sie. Und Laufer, Handschuhe, zweiter Affe oder mehrere andere Affen. Ich glaube, die machen ein Dance Battle. Ich glaube, dass man den so Filme der hat einen Infinity-Job vergleichen kann. Ja, die kann man nicht vergleichen, ja. Ich wollte einfach nur sagen, Godzilla Minus One hat so für mich das Godzilla-Ding wieder aufleben lassen. Ich kommuniziere momentan in der Arbeit hauptsächlich mit Godzilla-GIFs zum Leidwesen von dem Kollegen, den ich immer damit vergleiche. Vergleichst du dann mit dem, schickst du ihm dann im Fettsack Godzilla von 2014 oder? Nein, wenn er wieder meint, er möchte mit dem Kunden reden, dann schicke ich das GIF, wo der Godzilla dann diese eine Fabrik niederschießt. Dann sag ich, ja, so laufen die Verhandlungen. Schick ihm lieber den Dropkick Godzilla, der ist viel cooler. Ja, den habe ich mir auch gesehen. Ich habe mich da voll schlau gemacht und habe dann auch festgestellt, ja, geil, also so in die 70er, da haben sie schon mal einen Durchhänger gehabt. Das war die beste Zeit. Oh, ich wollte gerade sagen, also das kann man jetzt zweiseitig sagen, Durchhänger oder Weltklasse. Ja. Vor allem war das die Zeit, wo der Godzilla einfach nicht mehr der Besi war oder der Zerstörer, sondern der Retter der Menschheit und hat dann die Außerirdischen aufgenommen und so. Und das war gerade die Zeit, die ich geil fand.
Ja, dann gab es irgendwie in die 80er aber auch wieder so einen klassischen Godzilla, wo er dann doch wieder der Böse ist. Also, ein bisschen verwirrend. Immer wieder muss er der Beste sein. Das leider anscheinend nicht vergessen, dass er gar nicht so nett ist. Aber ich mag ihn lieber, wenn er die Menschheit verteidigt. Das finde ich immer geiler. Deswegen war jetzt auf meiner Swan gar nicht so heiß, aber wie gesagt, durch so viel Medienecho mehr den dann durchsingen. Also, wenn du da anschaust, dann können wir noch eine Folge drüber machen, weil, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er unbedingt der Böse ist. Okay. Sondern vielleicht ein bisschen dazu getrieben, aber naja, das ist ja wieder eine philosophische Frage und dafür sind wir genau. Genau. Gott sei Dank hat er jetzt aufgehört zu reden. Na, wir sind doch Viva la Philosophilusion. Ja, stimmt. Haben wir schon immer mit philosophieren wir immer über die wichtigen Fragen des Lebens. Ja. Zum Beispiel, warum ist der Mike nie bei einem Video dabei? Ja, oder warum ist der Lego-Movie scheiße? Niemals los. Warum hat der Mike nie eine Feier dabei, wenn er rauchen mich? Selber. Was? Ich wollte nicht du rauchen. Selber. Du auch kannst dabei, kannst du mal nicht rauchen können. Also, es ist nicht nur auf meinem Mist Du gewachsen. hast mich animiert dazu, ich wollte gar nicht. Du wolltest. Du hast mit Zigaretten gehabt. So ein Schmarrn, du hast mich gesehen und hast sofort eine Jacken geholt. Sofort, instant. Nein, ich hab dir gesehen, meinen Schwanz rausgeholt. Oh Gott. In Wirklichkeit ist der Mike eingegangen und hat die rausrufen lassen, oder? Ja, also, genau. Da ist wieder einer für dich. Ich hab dann vom Bellyboard geholt werden müssen, weil eigentlich bei Mama ins Fitnessstudio und gibt mir dann dabei ab im Kinderparadies. Genau, er möchte bitte vom Bällebad abgeholt werden. Ja, mein Mann sagt nämlich eigentlich Lastwagen, deswegen muss er wie flexen gehen. Genau. Momentan hast du es irgendwie mit deiner Mom, ha? Warum? Deshalb bald Weihnachten. So, nein, die Anspielungen werden in letzter Zeit immer sehr häufig herangezogen. Sag mal 3 Beispiele. In der Weihnachtsfolge hast du, glaube ich, auch zweimal irgendwie gesagt, sie hat die geschlagen, weil es immer betrunken war zu Weihnachten oder so. War krass. Keine Ahnung, ich hab am Weihnachten. War krass. In der Weihnachtsfolge habe ich eigentlich nur einen Seppi und seinen Onkel in Erinnerung. Oh Gott. Aber jetzt, wo du sagst, oh Gott, das war schlimm damals am Weihnachten, hör mal auf jetzt. Mike, was hast du sonst noch so im Dezember gesehen, getrieben? Ich habe mir ganz einen wilden und verrückten Film angeschaut. Und zwar heißt der Elves. Und da geht's tatsächlich um Elfen. Aber was für brutale Elfen. Also sowas habe ich in meiner Lebtag noch nicht gesehen. Und das Komische ist, wenn ich gerade meine Notizen anschaue, ich weiß fast nichts mehr von den Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Weil der Film so verrückt ist und so. Auf einer Seite war er ein wenig langweilig, aber andererseits hat er so verrückte Sachen drin gehabt, dass ich sage, Film, warum? Also so zum Beispiel, es geht quasi darum, dass ein Elf zu einer bestimmten Stelle im Wald beschworen wird. Und der macht sich dann die ganze Zeit drauf, dass er eine Dame verfolgt, eine Junge, und die stalkt er dann ein bisschen, da schleicht er ums Haus und hin und her, und dann stellt sich irgendwie raus, dass der Elf damals auf die Erde gekommen ist, weil er beschworen worden ist von so einer Nazi-Satanssekte. Und diese Nazi-Satanssekte hat diesen Elf deswegen beschworen, weil er mit einer ihrer Mitglieder, eben diese junge Dame, die sind Schnackseln, und das, was da rauskommt, soll dann der Antichrist werden. Und du schaust, Corby, genau so habe ich auch geschaut. Wie es auf einmal geheißen hat, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Doch, du kennst ihn, er ist unten im Keller. Nein, da ist Opa im Keller. Ja, dein Opa ist auch dein Vater. Und so hat's mir schnell wieder zerrissen. Bam, bam, bam. Und so geht's in dem Film die ganze Zeit. Oder wenn der Bruder seiner Schwester noch steht und sagt dann, hey, ich habe deine Titten gesehen, ich bin deine Schwester. Ja, das ist mir egal, aber Hauptsache ich habe Titten gesehen. Also der Film ist so dermaßen abdraht und was ist das für eine Produktion? Aber kein Deutsche, oder? MCU. Ja, um Himmels Willen. Das ist was Amerikanisches natürlich. Und es geht schon fast in die Trauma-Richtung ein bisschen. Hat schon so die Elemente von so Exploitation-Filme und ganz viel Creature-Effekte drin und ein bisschen Blut, nicht viel. Mit dem kann er gar nicht punkten. Aber er hat abgefuckte Sprich und die Geschichte an sich ist maustert fertig. Und ich habe an sich Spaß gehabt, obwohl er total beschissen war, wirklich. Okay. Also das ist die Antithese zum Weihnachtsfilm. Irgendwie dieses Antichristen-Ding, das zieht sich ja immer durch Weihnachten immer wieder mal durch, oder? Das gibt's so bei South Park auch mit den Weihnachtstierchen und so, da ist doch End of Days der Antichrist drin. Ja, scheiß genau. Weihnachtstierchen. Ja, Weihnachten stammt doch eigentlich auch aus einem heidnischen Brauch, oder? Ja, ich meine schon. Ja, also.
Okay. Das ist eigentlich, wir sind da voll unterwandert worden. Wir gläubigen Christen sind voll unterwandert worden. Wir sind Christen. Ja. Auf alle Fälle wollte ich den Film eigentlich schon abbrechen, weil der ist in den ersten 5 Minuten das ist ja nur DVD gewesen in dem Mediabook. Und wenn du den auf dem großen, in Anführungszeichen, mein Fernseher ist nicht ganz so groß, aber du hast den am Fernsehen. Und dann ist die Qualität aber so beschissen, dass du meinst, du hast irgendeine abgeranzte VHS drin. Und dann wollte ich ihn eigentlich schon raus tun. Und dann hat er mich schon irgendwie gehabt am Anfang mit irgendwelche Schweinereien. Und dann haben wir gedacht, ja, dann schauen wir halt mal, wie es weitergeht. Und er hat sich dann immer wieder lauter so Kleinigkeiten einfallen lassen, die mich dann bei der Stange gehalten haben. Und wie gesagt, wie es dann geheißen hat, dein Vater ist ja dein Opa. Dann haben wir gedacht, wow, krass, Film. Master fertig. Fast wie bei uns im Wurstorfer Moos, oder? Null, das ist nur Mitterloh, nicht Wurstorfer Moos. Mit der Low heißt das. Mit der Low, geht mit der Low. Low. Also, das kennst du den Film quasi nicht, oder? Na. Nö. Aber er klingt nach einer riesen Gaudi. Also, ich Ich kann hätte euch auf alle nicht Fälle Bock empfehlen, drauf. aber schaut's euch einmal an. Jo, gib man. Unbedingt. Hast Den leisten wir aus sicher das nächste Spaß. Mal. Ja. Dann habe ich wenigstens wieder mit dem Film von dir, von dem du behaupten kannst, ich hab den geklaut. War einer, der kannst wieder auf den Stoß tun. Abgestaubt. Ja, Ich glaube, passt. dass der extra Mein Regal... kapiert's aber nicht. Depp. Wer noch? Wer hat noch was gesehen? Corby? Quani? Habt ihr noch was Ja, gesehen? Corby, wenn du gerade bei Monsterverse unterwegs bist, hast du dir dann auch Monaco geschaut? Ja, die ersten 3 Folgen. Also zumindest, Ich bin schon in der Folge, wo der Russell Crowe auch mal aufgetreten ist. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt gerade aktuell. Ja, ich weiß jetzt recht, ob ich das Leck einordnen kann. Warte mal, Russell Crowe, stimmt das? Nein, nicht Russell Crowe, Kurt Russell. Jetzt, Heute habe ich es irgendwie nicht so mit dem Namen, ja. Kurt Russell. Ich denke mir gerade, warte mal, mein Gehirn hat meinem restlichen Kopf gerade ein Signal gegeben, der kommt da gar nicht vor, der Idiot. aber also die Serie selber weiß ich jetzt nicht so richtig, ob ich das Leck einordnen kann. Ich finde es zwar sehr gut. Ich finde es auch cool, dass das Monsterverse wirklich also ausbauen und da eben dann auch mal auf dieses Monarch ein bisschen Fokus gelegt wird und die Sachen, die im Hintergrund passieren, wie das entstanden ist. Was aber voll das Leck ist, da wo die Serie läuft auf Apple, wie heißt das, Apple TV Plus, Apple Plus TV, keine Ahnung. Die Qualität von den Serien, die ist echt Wahnsinn. Also das Monarch schaut unglaublich gut aus, ist eine gute Zeit. Severance habe ich mir da angeschaut, das ist eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Dann schaue ich mir gerade noch, lasse ich nebenbei das Sea laufen, die Serie mit dem Jason Momoa, wo die ganze Menschheit blind worden ist. Also bis jetzt halt so, was ich gesehen habe, erzählerisch, technisch, Effekte, alles wirklich oberste Liga, muss ich sagen. Da werde ich mir jetzt, solange ich diesen Gratis-Zeitraum noch nutzen kann, werde ich mir mal ordentlich Apple Plus TV plus das Apple-Serien einhorzen. Und wenn die alle diese Qualität halten, dann werde ich den 10er im Monat gerne bezahlen. Also heute mal. Okay, gut. Genau gewusst, worauf du jetzt raus möchtest. Ja, so ein geiler Plot-Twist, ohne Scheiß. Das ist aber die beste Serie, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Solange der Gratis-Monat nur lang. Es sind gratis 3 Monate, es sind übrigens 3 Monate. Also alle, die das Apple TV ausprobieren wollen, man kann aktuell, müsste noch funktionieren, sich 3 Monate gratis rauslassen. Und ja, allein die Serie Severance, die war sogar ein 10 € Bezahlmonat wert, weil das ist mit Abstand eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Das ist so ein Mindfuck. Unglaublich gut. Da haben wir meine Schlöcke schon mal geredet. Irgendwo noch im Kino, meine ich, gell? Da hast du mir schon mal Das kann sein, dass wir mit so schon Ja. mal geredet haben. Ja. Das kann sein. Stimme da absolut zu. Muss ich auch sagen, das ist immer sehr hochwertig, was ich da bis jetzt gesehen habe. Von dem her, ich bin auch schon sehr gespannt, wenn da Napoleon dann endlich mal draufkommt. Weil da soll ja dann die 4-Stunden-Version draufkommen. Ja, den kannst du jetzt halt schon anschauen, da, den letzten Scorsese-Film. Na, Killer, was, echt Flower jetzt? Moon. Seit wann? Ja, Heute? na, schon länger, aber ich muss noch kaufen für 50 €. Ja, okay. Aber der soll ja eigentlich da auch verfügbar werden. Der Napoleon umsonst dann, und wirklich. Ich Das glaub ist ja schon, eigentlich eine direkte Produktion für Apple gewesen, oder? Ja, so habe ich das verstanden, richtig. Ich meine schon, ist zumindest wieder drauf schon. Ja, sagen wir, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ja, Sag mir, für wenn's 50 soweit ist. € leihen ist halt nicht so geil, ne? Na, da bin ich auch raus. Wie heißt der eigentlich? Killer of the Flower Moon, oder? Den hab ich, so heißt er. Kann das sein? Ich nenne da immer nur der neue Scorsese. Ja. Die Italiener sagen Scorsese. Scorsese, ich wollte es gerade sagen. Scorsese, Mann, Scorsese. Die Scorsese. Ja, genau. Porca Scorsese. Miseria. Porca Putana. Jetzt war von Gulo, mach weiter, Strunz.
Corby. Ja, also du mich bist das freut Strunz. es, dass du da momentan so bei den neuen Serien unterwegs bist. Ich habe jetzt wieder mal, nachdem du mir ja gesagt hast, dass ich ja Vollidiot bin und ich soll nicht immer nur die Mangas lesen, ich soll mir ja auch wie alle anderen auf der Menschheit auch die Animes dazu anschauen, du Vollidiot. Auf der Menschheit. Auf der Menschheit. Auf der Menschheit, genau. Und dann immer wieder betont, dass ich Vollidiot bin. Und, ich Du hab Vollidiot, dir- mir hier gerade noch mitgesagt Genau, haben. ja, Dankeschön. Mike, du übrigens auch, Vollidiot. Ja. Und ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass ich bei One Piece mir ein bisschen den Anime auch angeschaut habe. Blutgrätsche. Kurze verbale Blutgrätsche. Da hau ich jetzt weil schnell das ein Wolleck jetzt für die eine. Ja, Weil ich hätte es sogar heute dabei gehabt, weil du wolltest, man muss ja dazu sagen, der Corby war heute nicht mitgekommen, zu die Wollecks, der hat's aber 4 Eich geschafft. Und dann hab ich mir ein Wolleck mitgenommen für den Corby, weil ich mich wirklich gefreut hab, weil ich mir gedacht hab, ich hoffe jetzt sehr für den Corby, dass diese neue Interpretation des One Piece Animes, die über Netflix angekündigt worden ist, endlich im Sinne vom Corby gestaltet wird und sich nicht mehr auch nur einen Zentimeter wegbewegt vom Manga. Das hätte ich mir gewünscht für die zu Weihnachten, Corby. Das habe ich einer auch genauso geschrieben. Passt. Sehr schön. Aber ich hab mich aber auch geil, sehr, bin schon sehr gespannt. darüber gefreut, weil sagen wir mal, natürlich die Geschichte der Lore, die ist es auch wert. Das kann man ganz oft verzeihen. Aber es geht nicht um One Piece, was ich mitbringen wollte. Es geht um Finde deine Mila Superstar. 7 Dragon Balls. Und deine Wünsche werden wahr. Genau. Kennst du das Geheimnis Ja, der Dragon Atemlos Balls? durch die Nacht. Durch die Ja, Dragon Balls. Nix anderes hier nicht. Yeah. Ja, ich habe mir nämlich beim Black Friday die ersten 3 Blu-ray-Boxen von Dragon Ball, also von der Son Goku nur klein ist, Serie gekauft. Also von Baby Balls. Ist Mitte der 80er erschienen, aber natürlich nicht bei uns. Bei uns ist das erst Ende der 90er erschienen, beziehungsweise Anfang der 2000er. Und es ist schon ein echt seltsames Gefühl, weil das ist zum Beispiel eine Story, die kenne ich innen auswendig, weil ich sämtliche Mangas von Dragon Ball habe. Das heißt, ich kenne den Humor, ich kenne genau die Geschichte. Das ist für mich jetzt einfach nur so nebenbei berieseln. Das, was der Kani jederzeit tut, habe jetzt ich da gerade mit Dragon Ball. Das mache ich nur, wenn ich mit euch aufnehme. Es ist so strange mit dieser deutschen Synchro, dass die einfach jeglichen Kommentar, der irgendwie ins Perverse reingeht, irgendwas Anzügliches hat, einfach so seltsam ummodeln, dass es zwar schon nach einem Satz klingt, aber eigentlich vom Sinn her vollkommen woanders geht. Dann natürlich ja alle anzüglichen Szenen rausschneiden. Da ist ja dann wieder das japanische Original damit dabei. Und das ist Also wenn du das auf Deutsch anschaust, die Szenen sind jetzt alle gar nicht nachsynchronisiert worden, sondern wird einfach schnell das japanische Original eingestückelt, oder wie? Ja, genau. Also Das ist toll. die deutsche Synchro, die drauf ist praktisch die von den 2000er. Die RTL 2 Synchro, oder? War das damals? Genau. Okay. Und die Stimmen und so, das passt alles. Und das kennt man irgendwie von Dragon Ball Z. Aber der Muten Roshi zum Beispiel, der ja wirklich die ganze Zeit, gerade in den ersten Folgen, wo er vorkommt, ja gar nicht anders als pervers zum sein, Super ist er. sagt einfach irgendwelche ganz komischen Sachen und anstatt dass er dann irgendwie zur Bulma sagt, ja, er möchte seinen Kopf zwischen ihre Brüste stecken oder so, sagt er dann, ja, er macht halt dann auch die Bewegung so und sagt dann, ja, kannst du mir einen Kuchen backen? Einfach nur ein Törtchen, bitte ein Törtchen. Und du sitzt da und denkst, mein Gehirn nimmt das gerade wahr und sagt, nein, das stimmt nicht. Was sagt er denn dann? Weil es ist doch ziemlich am Anfang, bringen es doch ihm dazu, dass er einer hilft, indem in dem Song, sie zeigt ihm dann ihren Schlüpfer. Ja. Was ist denn da dann eigentlich? Weil ich weiß das nicht mehr, das ist so lange her. Die Szene ist komplett raus. Also What? Ja, da wo sie praktisch dann ihr Hemdchen hebt, das ist komplett raus. Es ist aber am Anfang der Folge schon drin, dass der Son Goku sie ja da entblößt. Aufgeklatscht. Aber auch der Witz an dieser Folge, der ist auch am Ende hinten rausgeschnitten. Also er schenkt einer das einfach so. Also gut. Aber, ist ja schon also, ist die Szene drinnen gewesen, wo der Muten Roshi auf seiner Schildkröte, ich glaube, die heißt im Original ist das ja Baby Gamera, sagt er zu ihr, und dann fliegt er so davon
Und dann dann sagt er die ganze Zeit auf Japanisch und sagt die ganze Zeit nur Titten, 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 dann fliegt er davon. Das ist auch Weltklasse. Das war bei uns so wahrscheinlich auch nicht drin, oder? Nein, natürlich ist das Du musst mir die Box unbedingt mal leihen, weil ich hab's mir erst auf Japanisch vor einem Jahr oder so, wie man alles von Dragon Ball angeschaut. Und dann haben wir gedacht, ich möchte die alte Serie als Kind noch mit der deutschen Synchro hören, wegen Nostalgie und so. Jetzt pass muss auf, unbedingt mehr ausleihen. jetzt pass auf, weil, sagen wir mal, gut, das eine ist natürlich das, ja, die Deutschen sind sehr Brüder und deswegen darf man das nicht rein und ha. Aber so Sachen wie Chindu Jun oder Kamehameha kämen da nicht vor. Also Kamehameha ist eine Schockwelle. Ja, stimmt, die Schockwelle kosten. Quasi, oder? Ja, genau. Und Chindu Jun ist eine Überschallwolke. Genau. Also ich weiß nicht, ob das irgendwann einmal da noch kommt, aber es ist für mich absolut befremdlich, wenn er dann ruft, Überschallwolke. Und ich mir denke, das ist nicht ihr Name, du Depp. Ja, wie weißt du, mit die deutschen Übersetzungen, manchmal haben sie es einfach. Da hat man die Kinder das nicht zumuten können, dass man da irgendwelche ausländischen Begriffe nimmt. Ja, stimmt. Man wollte das Kindervolk ein bisschen reinhalten. Das haben sie aber mit dem Ding auch gemacht, zum Beispiel diese Abänderungen bei der Batman-Serie, die Animated Series, die quasi jetzt bei Netflix drin ist. Die habe ich jetzt mit meinem Sohnemann einen Teil angeschaut und da heißt es nämlich, ja, das ist nicht der Scarecrow, sondern das ist der Panikmacher zum Beispiel. Den haben sie auch einen ganz anderen Namen gegeben. War nicht in der ursprünglichen Synchro von Leatherface, von Texas Chainsaw Massacre, eher nicht der Leatherface, sondern das Ledergesicht oder so? Lederfratze oder so, ja. Lederfratze ist richtig schön eingedeutscht. Aber keine Ahnung, anscheinend hat man bis Anfang der 2000er gemeint, der Deutsche kann kein ausländisches Wort nicht sagen. Ja gut, ich meine, klar, ich weiß natürlich nicht, ob Chindu Jun oder Kamehameha tatsächlich Namen sind oder das dann wirklich sinngemäß übersetzt ist. Weil sagen wir mal, bei Game of Thrones ist es ja auch so, dass ja der Kleinfinger im Original auch Littlefinger heißt, wo man sich ja auch dann drüber streiten kann, sollte man das überhaupt übersetzen. Aber bei Dragon Ball, also für mich ist das so strange, weil die Mangas habe ich natürlich auf Deutsch gelesen. Das gab's ja damals auch schon. Warum hat man sich dann nicht an dem orientiert? Das, ja, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, das merkt man ja dann so spätestens ab der Red Ribbon Armee, wie sehr für Kinder ist das überhaupt? Weil natürlich haben sie das schon sehr lang rauszögert, bis da mal Leitern erschossen werden. Aber ab irgendeinem Punkt geht's halt nicht mehr anders. Ja, diese Synchros, die sind halt auch der Grund, warum ich dann eben irgendwann angefangen habe, dass ich mir Animes nur noch im Originalton anschaue, am besten auch mit englischen Untertiteln. Wobei mittlerweile dank Crunchyroll sind ja die deutschen Untertitel sehr gut und halt auch auf dem Niveau, auf dem da gesprochen wird. Aber das hast du damals, ich glaube, ich habe es schon x-mal immer wieder dieses Beispiel aus One Piece, wo es irgendwie heißt, du doofer Doofkopf oder selbst, und ich sitze da und denke mir, was soll denn das? Das schauen doch nicht nur 4-Jährige so, man kann es auch ein bisschen normal gestalten, zumindest nicht für junge Heranwachsende. Und darum bin ich da mittlerweile, also ich weiß nicht, wie jetzt deutsche Synchros ausschauen von den modernen Animes, keine Ahnung, weil auf Deutsch, also nur noch die Untertitel, wenn dann auf Deutsch einmal da hab, aber selbst da ist es, wenn es nicht bei Crunchyroll ist, dann bleibe ich bei den Englischen, weil das alles, keine Ahnung, das kennen sie nicht. Das kennen sie bei uns einfach nicht. Also bei Höhepunkt bei Dragon Ball war dann, als dann sich statt einem Mädchenschlüpfer ein Hut mit 2 Löchern für die Ohren sich gewünscht wurde. Ja, stimmt. Wie heißt das Fackel gleich wieder? Olong. Olong, ja, genau. Geile perverse Sau. Ja. Aber da war Dragon Ball noch richtig geil. Also ich mag zwar Dragon Ball durchgehend, aber diese Anfangszeit finde ich das Beste, was Dragon Ball gemacht hat. Da war es eine richtig schöne Abenteuerserie, da hat er nicht immer gewonnen, da haben sie wirklich nur irgendwo hingehen müssen und was machen und was finden und so weiter und so fort. Da war einfach mehr dahinter. Ich finde zwar das später auch alles sehr geil, aber da war es halt wirklich nur noch übermächtiger Gegner kommt, neue Stufe erreicht, Gegner besiegt. Übermächtiger Gegner kommt, noch mehr neue Stufe erreicht, übermächtiger Gegner besiegt. Das ist irgendwie dann so jedes Mal das Gleiche gewesen, auch wenn es geil ist zum Anschauen, aber das, wo er klar war, ist meine Lieblingszeit mit Dragon Ball gewesen. Ja, meine ja. Also allein vielleicht sagen unsere Hörer was anderes, aber dann gibt's hier Schockwelle in die Schnauze.
Nein, ich meine, hinten raus bei Dragon Ball Z gibt's natürlich auch viele Sagen, die richtig cool sind, von der Story her. Die meisten Lieblingscharaktere von mir sind aus Dragon Ball Z. Ja, der Freezer. Freezer ist der beste Mann am Platz. Also die Piccolo-Saga, die erste, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Ja, die habe ich auch richtig, richtig geil gefunden. Ja. Und der Mike denkt sich jetzt, ja, reden wir halt über Kinderserien, passt schon. Nein, ich versuche mich gerade daran erinnern, ich glaube, ich habe die erste Staffel damals im RTL 2 auch gesehen. Das schaust du mit deinem Burm und Dragon Ball, wenn euch genau ist. Ja, genau, mit Schlüpfer und Kopf im Busen eine. Hut mit 2 Löchern. Hut mit Löcher mit 2 für die Ohren. Aber ist das echt so spät gekommen? Ich hätte das gemeint, ich hätte das da, weiß ich nicht, Ende der 90er irgendwie im Fernsehen gesehen oder Mitte der 90er. Kann das nicht sein? Ich habe vor kurzem dann nachgeschaut, weil es mich auch interessiert hat, weil ich mich schon daran erinnern habe können, dass ich das auch gesehen habe. Und ich hätte jetzt irgendwie in Erinnerung Ende der 90er, Anfang der 2000er, irgendwie sowas. Ja, weil zu dieser Zeit habe ich auch Street Sharks geschaut und so. Ja, laut Internet heißt's Ende August 99. Ja. Okay. Bei Dragon Ball Z kam ja dann irgendwie 2004, irgendwie sowas. Ein bisschen früher, ich glaube 2002 oder 2003 war Dragon Ball Z, weil da war ich nämlich noch in der Schule. Mhm. Genau. Und da ist es mir zumindest so vorgekommen, als wenn dann da die Synchro schon sehr, sehr näher an der eigentlichen Story drauf war, wie jetzt da also gerade die ersten Folgen, das ist so befremdlich dann teilweise. War's auch, aber es war, glaube ich, trotzdem immer noch zensiert zum Teil bei uns, das Dragon Ball Z. Obwohl es ja schon am Abend auch gelaufen ist, aber naja. Ja. Damals, Ende der 90er, Anfang 2000er, war unser deutsches Zensursystem ja noch fleißig. Ja, trotzdem dann japanische Animes kaufen. Und für im Kinderprogramm ausstrahlen. Ja, richtig herzensiert geht ja das anscheinend, sagst du ja. Ja, bei ein paar Serien, ja super, kannst du alles wegzensieren im Prinzip. Ja, dann hast du so, hey cool, die Serie hat ja gerade 2,5 Folgen. Ja, genau. Da kommen wir wieder zwischen einschieben, weil die ist gleich durch. Ja, geil. Das ist eine Black Mirror Folge. Ja. Gut, dann, Mike, was hast du sonst noch? Ich weiß nicht, sollen wir uns die Stimmung einmal wegen versauen mit Megalomaniac, Conny? Ha? Ja, machen wir halt das. Teilen wir uns das. Du kannst mir erzählen, wo haben wir mir diesen Link her? Das hast du organisiert, gell? Lumpi. Ja, da geht ein herzlicher Dank raus wieder mal an den Stefan, den wir vom Schiffers mit kennen und der uns über Dropout Cinema mit einem Screener zu Megalomaniac beglückt hat. Und der Mike war so nett, dass er gesagt hat, er sitzt mit mir hier, beziehungsweise sitzt sie selber daheim hier, aber im Herzen waren wir vereint. Natürlich. Und hat sich diesen räudigen Hammel da angeschaut. Wo ist er? Ich glaube aus Belgien, kann es sein? Ja. Also belgischer Dreckhammel. Und ja, wie der Mike schon angekündigt hat, man versaut sich die Stimmung, das tust du definitiv bei dem Film, weil er ist unglaublich unangenehm, er ist unglaublich widerlich die ganze Zeit, egal welche Figur das da vorkommt. Das ist alles einfach nur, der Film ist einfach nur, aber das ist jetzt nicht schlecht geworden, also ich finde den Film ziemlich gut. Ja. Er ist handwerklich sehr gut, er ist vom Schauspiel her super, die Geschichte ist eigentlich auch ganz cool. Und er schafft halt das, was nicht viele Filme schaffen und dass man da sitzt und hat wirklich, also ich bin angewidert gewesen. Ja, genau, die Gewalt, die schreckt ab, also das ist wirklich nichts, wo ich sage, hey, geil, jetzt ist das und das passiert, dann sagst du, oh Gott, der ist das und das passiert. Also das ist, an sich ja die ganze Atmosphäre, dieser bebilderte Gemütszustand, den die zwei haben, das ist ja irre. Und ich weiß nicht, geschichtstechnisch an sich, weil du gesagt hast, coole Geschichte, die Ausgangssituation, aber eine Geschichte selber hat der Film fast nicht. Das ist ja gerade so eine Momentaufnahme aus denen zwei in einem Leben. Und das ist so fertig und kaputt in einem Leben, das ist unfassbar. Das habe ich gemeint, so diese Ausgangssituation und dieser einer Leben, das man da dann so sagt, das ist die Geschichte, aber sie ist halt auch so sie ist gut, aber weil es halt so abgefuckt asozial ist und das halt schon wieder trotzdem aus irgendeinem gestörten Leben gegriffen sein kann. Ich habe ganz viel im Vorfeld ganz viel Stimmen gehört, die den ein wenig mit Matthias verglichen haben. Kannst du da mitgehen? Oder sagst du eher komplett andere Liga? Na, für eine komplett andere Liga, weil Matthias hat er doch viel mehr auch ein bisschen so auf die blutige Gewalt dann teilweise noch dazu gelegt. Mit den Einschüsse und den Ritzen und den ganzen Mist. Finde ich,
Ich kann den Vergleich verstehen, aber ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gezogen. Ich finde den ein bisschen eigendreckig. Ja, weil der Matthias ist ja streckenweise als sehr hell und sehr klinisch und das ist der Film überhaupt nicht. Der ist wirklich nur dreckig und nur düster und nihilistisch und ja, aber er ist ein ähnlicher Stimmungsverderber wie Matthias. Das auf alle Fälle, ja. Ja, und er hat halt er hat halt auch mehr mit diesen eingebildeten Szenen gespielt durch der mehr, oder? Das heißt, bei Matthias hast du das am Anfang ein wenig, während die eine Tante noch da ist, aber dann ist ja das schon langsam weg und das meine ich, zieht ja bei Matthias eher durch. Das stimmt. Ja, also ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, ja, den empfehle ich jetzt bedenkenlos. Weil ich glaube, dass die wenigsten Leute wirklich, dass die umgehen mit dem Film. Aber wer mal wieder mal so eine richtige Grenzerfahrung haben möchte, der ist bei dem Film meine richtig. Darf ich auch sagen. Also, ja, oder wenn sich jemand nicht merkt, dann macht's das. Also Corby, schau dir bitte an. Und ich glaube, ich habe sogar gesehen, der ist ja auch bald ein Mediabook angekündigt, mal mit 4 Cover. Ich bin jetzt gespannt auf die Altersfreigabe, weil momentan ist es ja wirklich so, dass wir uns schon, oder beziehe jetzt nur auf mich, dass ich mich schon ganz oft täuscht habe in der letzten Zeit, The Sadness oder so, wo ich gesagt habe, der wird niemals uncut kommen, aber bei dem Film, ich weiß jetzt auch nicht, eventuell hat er Glück, dass er mit der 18er durchkommt und wenn nicht, darf es mir jetzt auch nicht wundern, wenn der jetzt mit der Spio unter den Ladentisch wandern wird. Ja, mir auch nicht. Aber ich darf ihm die 18er schon geben. Also das 18er mal auf jeden Fall. Da weil, bin ich wie nicht gesagt, so. das explizite Gewalt, also Splatter haben wir ja, weiß ich nicht, 2, 3 Szenen, wenn's hochkommt. Ja. Aber es gibt ja mehr Gewaltausübungen, psychisch und physisch, als rein Gore. Und da kann er auf alle Fälle auftrumpfen. Oh, aber hallo. Und wie gesagt, das ist ja, und es ist also seltsam gewesen, es kommen in dem Film noch mehrere Charaktere vor, die aber nicht ganz so fertig sind wie die Martha und der Felix in dem Film, unser Geschwisterpärchen. Man hasst es aber trotzdem. Und dann dieser Schluss, wo es dann schon fast wieder auf ihrer Seite bist, wo es dann schon fast wieder sagst, ja, das gebe ich euch, das war jetzt richtig stark. Und das ist ja so, wie warst du Devil's Rejects mäßig, was du sagst, das hat's ja auch Maustot fertig, aber hat's jetzt nur das geringere Übel schon fast. Naja. Die sind alle so asozial, ja. Ja, okay. Ja, allesamt weg. Allesamt weg, ja. Wir spoilern mir jetzt die Geschichte nicht, was am Schluss los ist. Schaut's das nicht, das sind wir brav. Wie gesagt, es wisst jetzt ein wenig, auf was ihr euch einlasst. Ein hammerhartes Ding. Gebt uns Bescheid. Schreibt uns vielleicht auch mal in die Kommentare, ob euch gefallen hat oder nicht. Ja, wer noch schon gesehen hat, schreibt einmal eine. Schön ist das nicht auf alle Fälle. Schön ist das nicht. Aber sollte man einmal gesehen haben. Dann ja, so schlecht ist er nicht, aber schlecht könnte er werden. Ja, richtig. Vor allem bei dir, das passt sogar wirklich bei dem Film, ne? Ja, tatsächlich. Das passt sogar. Also danke nochmal auf jeden Fall für den Screener. Ja, und Stefan, Küsse gehen raus. Aber hallo. Was war denn das? Okay, wenn du da Frau so Bussis geben. Ich hab's verlernt. Die arme Frau. Ja gut, du bist geheiratet, gell? Eben, da ist sowieso Schluss. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ich habe noch ein Walleck, das haben wir erst heute, ist das erst dazugekommen, dieses Walleck, Cosmic Shake im MCU, weil wir unseren Kang-Darsteller jetzt endgültig verlieren. Ach so, echt jetzt? Haben sie gesagt, jetzt reicht's, oder was? Ja, er ist jetzt verurteilt worden, also er ist jetzt auch tatsächlich schuldig gesprochen worden, dieser Jonathan Majors, und jetzt haben Marvel rausgeschmissen. Und ich hab, also wo sie noch nicht gelesen, also wo sie gelesen habe, aber nicht von offizieller Seite, dass jetzt zum Beispiel auch diese Avengers-Filme, dieser Avengers-Film Kang-Dynastie gerade aktuell gleich auf Avengers 5 einfach nur umbenannt worden ist und diesen Kang-Untertitel nicht mehr drin hat. Aber jetzt ist es tatsächlich so, ja, gut, auf der einen Seite muss ich sagen, wenn du das so aufführst, dann kann man es nicht anders erwarten. Und jetzt mal rein von der Filmesicht finde ich es relativ schade, weil ich fand er als Figur, als Kang ziemlich geil. Das stimmt, ja. Und ich mag ja eher als Schauspieler sehr gern. Aber ja, bin ich gespannt, was man dann. Es ist ja schon länger, es gibt ja schon länger Gerüchte, dass es war fast irgendwie klar, dass er rausfliegt. Was hat er gemacht? Da ging es der hat einen Streit mit irgendeiner Dame gehabt in einem Auto und da ist er dann mal festgenommen worden und dann ist rausgekommen, dass das anscheinend schon über längere Zeit laufende
psychische Misshandlung auf alle Fälle ist und da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Und ihm drohen jetzt auch bis zu 1 Jahr Gefängnis. Okay. Und es war schon länger, mir hat's gewundert, dass es schon lange gedauert hat, bis sie ihn gefeuert haben, weil Kevin Spacey, da hat der erste mit dem Finger teilt, bevor nur überhaupt irgendwas angezeigt worden ist er schon rausgeflogen aus sämtlichen Produktionen. Ja. Im Nachhinein war er jetzt sogar unschuldig, oder? Hab ich nicht mehr verfolgt. Ich glaub, dass er überwiegend, also zu den meisten Vorfällen auf alle Fälle unschuldig gesprochen worden ist. Aber ja, wenn es die meisten waren. Ja, Unschuldsvermutung gibt's ja bei uns nicht mehr. Hab mir aber deswegen sage ich, es hat mich schon sehr gewundert, dass es so lang dauert hat, das dann rausschmeißen. Aber so finde ich es ja, sag jetzt mal so, ist ja eigentlich der richtige Weg, wenn man sagt, okay, jetzt hat er seine Anschuldigungen, jetzt gibt's eine Verhandlung, jetzt gibt's ein Gerichtsurteil und laut demokratischen Rechts ist das halt dann erst einmal, ist es halt dann so. Dann da ich sagen, dann ist es okay, wenn man da dann erst rauswirft. Aber wie gesagt, ich find's schade, dass wir den Kang verlieren. Ich bin gespannt, mit welcher Figur das ersetzt wird oder ob sie einfach sagen, wir nehmen einen anderen Schauspieler, weil bei den anderen Figuren haben ja die Varianten auch nicht immer gleich ausgeschaut. War jetzt eigentlich, glaube ich, bisher nur der Kang, der immer gleich ausgeschaut hat. Weil man hat doch mal, ich glaube, war das bei Ant-Man 3, oder hat man kurz einmal diesen Rat der Kangs gesehen. Mhm. Und da war es immer der gleiche. Also ich würde es eigentlich cool finden, wenn es einfach einen anderen hernehmen, einen anderen Schauspieler und den Kang lassen, weil ich glaube, das ist eine fette Story, die man da mit dem Kang aufzinken kann und mit der Kang-Dynastie und so weiter. Ja, jetzt haben sie es ja schon vorbereitet. Jetzt müssen ja, eben, das ist gut, du kannst am Ende des Tages kannst du jetzt sagen, in Ant-Man 3 haben wir jetzt einfach den Haupt-Kang schon verrammt, das passt dann schon. Lass mal war nicht die erste Post-Credit-Scene, die ins Nichts verläuft. Das macht zwar in der Regel am liebsten DC, aber dann macht's im Marvel jetzt auch mal. Oh. Vielleicht kriegen wir dann doch noch einen Dr. Doom oder so als großen Gegner der von die Avengers. Das war mega. Das war richtig geil. Ja, kacke, oder? Also eigentlich müssten die ja fast schon dahergehen und dann sagen, so, jeder, der jetzt da verpflichtet ist für so und so viele Filme, ihr habt jetzt erstmal kein Privatleben mehr. Wir haben da hinten so eine Villa. Da lebt sie jetzt ab sofort. Das war gut. Wir müssen seinen Ezra Miller auch gleich mitnehmen. Eingeschweißt in den Plastikbeutel, dass er ja nichts mehr tun kann. Ja, der hat sich zumindest entschuldigt mittlerweile, oder? Und macht die Therapie. Ja. Ich glaube, er hat sich entschuldigt und macht die Therapie und so weiter. Also er arbeitet an sich. Und das ist ja immer gut. Wir haben ja immer nur das Prinzip mit der versuchten Resozialisierung. Er versucht, diese Chance jetzt zu nutzen. Und wenn nicht, beim zweiten Mal, dann kann man ja immer noch verrammen. Genau. Und also eigentlich da müssen wir jetzt anders sagen, weil er hat seine zweite Chance schon versaut, indem er The Flash gemacht hat. Also er ist genauso raus wie der Chris Rock abhauen ist, was auch deppen. Wir nähern uns jetzt so langsam diesem Stimmungstief von der Folge. Welchen? Ja, das weiß ich nicht. Zirkt dann gerade schon ein bisschen runter, weißt du? So mit Millionenproduktionen, die dann auch irgendwie eigentlich fast schon nichts versanden, irgendwelche Leute, die böse Sachen anstellen. Furchtbar. Der Chris Rock-Kommentar war jetzt perfekte Überleitung für Saw X, oder? Eigentlich schon, ja. Weißt du, ob das ein Korbi für ein Korbi ein Leck war oder so? Ich habe eigentlich nur ein Leck, aber das passt auch dann zum Schluss und das ist nicht Saw X. Also von dem her, wenn jemand über Saw reden will, dann solle er das jetzt tun. Ich kann gern was sagen. Ja? Dann tu es. Und zwar hat er mir recht gefallen. Mei. Ja, mir fast behaupten, also das ist so, seitdem die Hauptreihe ja mit dem 7. geendet hat, war das jetzt wieder einer von den besseren Teile. Weil, wie gesagt, Jigsaw war okay und Spiral war ja komplett scheiße. Und Saw X lässt sie für mich schon zu den besseren Saw-Filmen dazu sein. Wir sind da thematisch zwischen Teil 1 und 2. Und der Film macht es so geil, weil er versucht uns die ganze Zeit wie Don't Breathe 2 den Mörder, den Psycho als die Hauptfigur zum Verkaufen und setzt ihm dann noch Figuren vor, die noch mieser sind oder verwerflicher sind wie das, was er tut, weil er macht ja eigentlich nichts, ne? Er ist ja rechtens, die Leute, er bringt ja keinen im Endeffekt. Die machen sie selber. Ja, schon, kann er nichts dafür. Und ich fand die Einführung geil am Anfang, dass man einmal so als gebrochenen und schwerkranken Mann sagt.
Und dann die zweite Hälfte kann man nicht sagen, also das geht ja dann, meine ich, ab die 30 Minuten geht's ja dann schon rund. Und da haben wir dann wieder die Saw-Geschichten, wie man es eigentlich gern hat, mit coole Fallen und blutige Einlagen. Und wobei mir gerade das Ende nicht wirklich gefallen hat. Das war jetzt also ein Fall, wo ich sage, da waren ein paar Geschichten dabei, das war schon wieder so stark konstruiert oder dann so unterwältigend, dass ich gesagt habe, war jetzt als für die schwächeren Saw-Enden. Aber, wie gesagt, das, was wir jetzt davor gehabt haben, das war so schwach, dass mir der jetzt eigentlich schon wie eine Sternstunde vorgekommen ist. Ja, voll. Vor allem, da du ja weißt, dass er und noch jemand sehr sicher überleben werden, Ja. nimmt das halt dann schon ein Stück weit dann die Spannung. Ja, Ja. das sehe ich also. Aber trotzdem, das, was man gesehen hat, und das war ja eigentlich gleich ab Spielszene 1 schon so ein Fuck-Moment mit dem Staubsauger. Ja, Der Augensauger, ja. der Augensauger war gut. Ja. Der war gut. Wobei, also ich muss schon sagen, diese Knochensäge, das war schon. Das hat dir gefallen, gell? Das war deins. Also, das war Top richtig 3 übel. so- ihr müsst euch Falle. das so vorstellen, da kann ich neben dem Mike und mir im Kino und dann, wow! Nein, nicht einmal mir, das ist einfach nicht besser. Wir haben doch alle da gesessen und haben gesagt, oh Gott, jetzt braucht's das auch noch. Ja, ihr habt schon beide kichert wie kleine Schulmädchen. Also das Ja, muss man schon sagen. ist dann mal nur, dass damit wir unsere Anspannung ein wenig abbauen können. Mehr Ja, nicht freilich, da geht's nur Werden so. wir nicht verrückt. Also, ich bin voll cool, das tut mir gar nichts. ey. Ich muss schnell zum Bier sehen. Ja, wir waren jetzt so eine Bitches wie das Pärchen, das dann, was dann ausgegangen ist. Und nicht mehr gekommen ist. Ah. Also, schaust du die zwei Loser. Ja, Gehirn-OP und dann Ja, waren's gehen wir raus. jetzt. Wahrscheinlich war das ein Date und sie haben sich dann gedacht, wahrscheinlich so, so 10, okay. Nein, nicht 10, die werden wahrscheinlich sagen, so X, X, schauen wir Vielleicht mal, ein Porno? ich wusste, dass das der Genau, vielleicht ein 10. Porno- Teil ist. Liebesfilm. Ja. Vielleicht ist das der erste Teil von so Triple X, was ich mal gesehen habe im Internet. Oh, so Triple X, wie ein Diesel, ja. Ja, genau, Triple X mit D. Ja. Aber das Ende, ich sag, das Einzige beim Ende, auf das ich hoffe, dass der nächste Teil, der ja offiziell angekündigt ist für nächstes Jahr, Oktober 2024, dass der dann direkt am Finale von diesem Teil jetzt halt ansetzt und wir dann vielleicht das Finale da noch befriedigender zu Ende geführt kriegen. Ich würde es mir Ja, wünschen. das, Wäre eigentlich nur fair. Ja, ich würde es mir sehr wünschen. da bin ich auch dabei. Und es darf aber qualitativ gern wieder so weitergehen. Und ja, und der Film hat ja wieder ordentlich Kohle eingespielt. Wie gesagt, das ist ja natürlich auch wieder so ein Indikator für das, dass sie den nächsten Teil schon wieder bestätigt haben. Aber der spielt wieder ordentlich Kohle ein. Nicht wie zuletzt Spiral, der ja komplett baden gegangen ist. Zu Recht, Gott sei Dank. Und Nicht, der dass Chris wieder Rock dafür irgendein- zu Recht gefotzt worden ist. Ja, Wahnsinn, zu Recht. Hat er gut gemacht, der Sati. Will. Ist zwar auch ein Sympath, aber das hat er gut gemacht. Nein, Will Smith ist super. Los nach. Denn seine Frau hat ihn 48.000 Mal beschissen und er hätte 48.000 Mal verziehen und sie hat dann zu nochmal Recht 48.000 Mal beschissen. beschissen. Das ist doch ein Hosenbissler, der Will Smith. Gerade weil du die gleiche Frisur hast wie sie, oder? Jetzt lassen ihn in Ruhe. Der hat auf alle Fälle schon mehr der Filme gemacht, die mir gefallen wie er. Als er. Als wir er. Oh, leid. Okay. So viel zu so X. Crucifix. Kani, was hast du sonst noch? Was habe ich sonst noch? Ich habe noch ein Ding angeschaut. Ein kleines Verleck war das war der Green Book und Marriage Story. Die zwei nehmen jetzt schnell miteinander. Die habe ich mir nämlich beide hintereinander angeschaut. Und ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr bei... Warte mal. Marriage Story, also Scheidung, und Genau. Green Book, der Schwarze, Road. der... Genau. Boah, Der lecker, Mann. okay, Sehr das sind gut. ja wirklich, die sind beides sehr gut, aber das sind ja beides wieder richtige Downer, hä? Nein. Green Book ist ein richtiger Feel-Good-Movie. Voll. Ja, aber stellenweise schon so rassistisch, dass es schon wieder ein Downer ist. Ja, aber so war's halt. Und so wie es Ja, dann und ich zusammenhalten, wollte aber gerade das sagen, ist das das ist Schöne. Das ist genau, das für den Mike ist der Rassismus das Schöne in dem Film. Ah, halt doch dein Maul jetzt. Irgendjemand glaubt das da draußen, sondern zählen Sie mir Bude an. Ich bin kein Nazi, bitte, sag das nimmer und ich bin's nicht. Bitte nicht. Ja, das machen wir erst, wenn's bei der nächsten Wahl deinen Wahlzettel fotografierst und postest, und ist das nicht AfD angerätselt, dann glauben wir Ah, halt es. dein Maul. Ich muss, ja, Dann war ja halt die Basis, ist doch mir wurscht. Nein, ich muss sagen, bei die zwei Filme, die habe ich schon ewig lang auf der Liste gehabt, dann haben wir es mir jetzt endlich angeschaut.
Und das waren zwei der schönsten Filme, die ich seit ganz, ganz langer Zeit gesehen habe, muss ich sagen. Also erstens mal schon bei diesem Green Book diese tolle Freundschaft zwischen denen zwei, die eben dann diese Grenzen vom Rassismus so schön überspringt, die im ersten Moment fassungslos macht, diese Sachen. Und dann der Umgang vor allem vom Aragorn, wie ist der? Viggo Mortensen. Ach so, jeder weiß, wie du dieses geile Insekt da haut. Der Typ aus Kettensägen Massaker 3. Ja, genau, jetzt haben wir ihn. Wo halt dann sagt so, ja, es ist halt einfach scheiße jetzt gerade so, aber ich nehme dich einfach so, wie du bist. Das interessiert mich überhaupt nicht, was du für Hautfarbe hast. Gehirnfrisur, ein paar Chicken Wings. Das waren Szenen dabei, da war ich zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Und genauso bei Marriage Story, der hat mich auch, das war auch teilweise so, dass ich mir gedacht habe, das ist zwar merkt euch doch so gern, das ist so schade, hört jetzt auf, ich muss warnen mit dem Scheißdreck. Also, aber beide haben mir trotzdem auf einer Art wirklich, waren es irgendwie so viel gut Movies, beide. Sehr schöne Filme, sehr gute Filme. Also so da wo die eine vom Jugendamt dann bei ihm ist und er sich doch kurz vorher ins Bein schneidet oder so. In Arm, Mann, oder so richtig fest. Oder den Arm. Nein, ist alles gut, was er umhaut. Ja, das war aber auch so, der war die ganze Tag so, das ist so, es zwar passt einfach zueinander und irgendwo meckt sich ja auch so gern und das war einfach so realitätsnah. Also beide Filme waren einfach, weil die so nah irgendwie an echte menschliche Beziehungen dran waren. Darum sind die echt wirklich berührend gewesen. Waren sehr, also die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das sind unglaublich schöne, berührende Filme gewesen. Also ich habe jetzt mit Downer auch nicht gemeint, dass die schlecht sind, sondern eher halt, also ich habe mir auf jeden Fall zumindest nach Marriage Story absolut beschissen gefühlt. Meine Eltern sind auch geschieden und deswegen, weiß ich nicht, ist es irgendwie natürlich dann immer so ein persönlicher Vergleich, ein Stück weit. Und ja, Green Book ist aber auf jeden Fall geil. Also das ist. Da warst du auch persönlich berührt, oder? Weil deine Eltern sind auch schwarzer und ein weißer Mo. Und haben mit dem Auto normal Aragorn gespielt. Ja, und isst nur wie Chicken Wings. Und wie soll ich das essen ohne Besteck? Habt ist dann, weil wir gerade beim Thema Rassismus und Feelgood-Film sind, diesen Hidden Figures gesehen? Das ist der mit den Schwarzen, die eigentlich... Mit Michael Keaton? Ich glaube, mit den schwarzen Damen? Ja, aber der Michael Keaton, der hilft ja dann, der ist ja dann auf einer Seite. Ach ja, genau, das war dort die eigentlich dieses Ding schreiben für die Mondlandung, oder? Ja, genau. Den habe ich gesehen. Und der hat für mich denselben Effekt gehabt wie der Green Book. Weil es denen ja auch am Anfang voll scheiße geht. Zum Bisseln müssen sie gleich über den Campus laufen, weil aufs schwarzen Klo und lauter so ein Scheiß und die ganze Zeit kriegen alle anderen den Ruhm ab und sehen nicht und hin und her und ich glaube, wie gesagt, Michael Keaton ist dann, der sich dann für sie einsetzt. Und das war dann auch super, dann diese Kehrtwende vor dem Film und Ding. Und das war dann auch so ein Ding, das die dann am Schluss rauslässt mit einem richtig guten Gefühl. Ja, voll. Ja. Das war absolut. Ja, es war bei Green Book schon auch so, da vor allem bei dieser, wenn es zum Essen gängern. Ja. Das ist einfach so anreidig. Das ist so unglaublich anreidig, diese ganze Situation. Und deswegen fand ich dann das Finale einfach so schön, wo er dann mit ihm abhaut und dann gehen sie in die Kneipen und dann kommt er nur zum Ding. Also es war, geht mir das Herz auf. Da spüre ich mal so ein ganz ekelhaftes Gefühl in meiner Brust. Schön. Nein, das ist ja schön. Das Gefühl ist unangenehm. Wenn dein Herz einmal von sich aus was macht und nicht ums Überleben kämpft. Ja, meistens muss gegen Verfettung kämpfen. Ja. Und Zigarettenrauch und wirklich. Ja, den habe ich ja nie, weil du nie eine Feier hast, du Schwanz. Beim nächsten Mal. Ich hätte nur ein Scheißdreck, darf ich das noch sagen? Oder habt ihr es noch mehr? Oder hat es dann fertig? Ja. Nein, ich hätte nur noch geschimpft über die Arschlöcher, die ich heute gesehen habe, die auf dem Burger King Parkplatz einen Müll am Parkplatz ausgeschmissen haben. Den ich wünsche, dass sie eine Panne haben, mit der es, 48 Stunden draußen gegen irgendwelche Wölfe im Auto kämpfen müssen. Warum? Was ist denn, warum? Okay. Ja, weil er recht hat, Corby, dieser Sauerei. Ich kann 3 Meter gehen, dass ich meinen Scheiß wegschmeiß. Warum der Vergleich mit den Wölfen? Die Wölfe kennen nichts dafür. Nein, die soll ja nichts passieren, die Wölfe. Die sollen nur irgendwo hinfahren, dann sollen sie einen Platten kriegen, dann sollen sie keinen Empfang nicht haben, dann sollen sie einen Empfang kriegen, dann sollen aber der Handy-Akku leer werden. Kurz, wenn jemand ohne geht, sagt so Hallo, dann sagen sie, wir sitzen hier, Dude, und dann ist weg, weil der Akku leer ist. Und dann kommt der Rudel Wölf, das schlaft dann neben ihnen und sie trauen sich dann 2 Tage nicht aus dem Auto aus, sie müssen dann auf dem Rücksitz pissen und scheißen.
Und dann ziehen die weiter und dann kommt ein Auto vorbei und sagt, hey, was macht's jetzt da bei euch im Auto, stinkt so voll? Und die nehmen es dann mit. Und das wünsche ich dir, weil diese Drecksmüll, weißt du, am Parkplatz, da stehen 2 riesige Container sogar da dort, und dann kann ich meinen Scheißdreck da nicht reinwerfen. Und dann die nächsten Arschlöcher eben die unterm Pfannenzeug auswerfen. Das Müllrudel directed by Cardi. Das ist aber wirklich ein gutes Drehbuch. Das ist ein richtig gutes Drehbuch. Das nehmen wir dann Frozen oder so. Ja, und dann machen wir Nahaufnahmen, so richtig entwürdigende Nahaufnahme von unten nach oben, wenn sie in der Hocke auf der Rückbank sitzen und da hinscheißen müssen. Vor allem, wenn sie sich dann wünschen hatten, dass die Müll wieder im Auto haben, weil da waren noch Reste irgendwie drin. Ja, genau. Wenn sie sagt, fuck, Alter, wir haben unseren Becher ausgeschmissen, hätten wir jetzt einbrunzen können. Was tun wir jetzt? Jetzt müssen wir uns gegenseitig im Munde so, Scheiße. Ja, oder? Boah, da waren Servietten drin und jetzt müssen wir mit der Hintern Arsch sauber machen. Ja, und dann kann ich mir dein Händchen schnell ausleihen. Ich hab nur einen Dreck von vorhin dran, meine. Und in Tüten können wir jetzt auch nicht eine machen, weil die haben wir ausgeschmissen. Jetzt müssen wir uns gegenseitig eine machen. Auf einmal wird eine Macher gesagt, sonst heißt es immer scheißen und pissen. Nein, sie müssen sich dann gegenseitig auf den Bauch defekieren. Ich sage jetzt sogar defekieren für die, Mike. Mike, was ist denn dein Wortdreck? Und zwar habe ich eine wunderbar schöne Serie gesehen bei Disney Plus, und zwar heißt die 3 Ausrufezeichen. Das ist quasi die weibliche Variante von die 3 Fragezeichen, die wahrscheinlich hoffentlich da draußen jeder kennt. Und ich kenne gerade die 3 Semikolons. Die 3 Viva la Movilusions meinst du, oder was? Also, nein. Nein, er wollte witzig sein. Ja, ich glaub's. Ich bin da, wenn ich nichts so lustiger als du, wenn du das Maul davon hast. Ich weiß nicht, bei wem du redst. Ja, nicht. Dir, Dummbatz. Bei Postbote. Bringt der Amazon-Mann wieder Backerl oder was um 10 Uhr bei der Nacht. Jetzt pass auf. Und zwar ist das folgendes, die Serie war wunderbar schön. Also die war toll, die hat einen schönen roten Faden gehabt, da waren die Fälle super. Und dann denkst du einmal so, das muss bei anderen Leuten auch okay mal sein. Und dann schau ich da in diesem Drecks-Internet oder diesem verfuckten Facebook und dann mosern die Leute, ja, jetzt haben wir wieder bei der Wokeness angekommen, bei den 3 Fragezeichen, weil jetzt auf einmal müssen es Frauen sein. Und dann denkst du, wohl leck, wie dumm kann das da draußen überhaupt noch ablaufen, weil wer sich ein wenig mit der Materie schon mehr auseinandergesetzt hätte oder bevor er dann das Maul aufmacht oder irgendeinen Scheiß schreibt, dass man sagt, okay, die 3 Ausrufezeichen gibt's seit 2006. Also das ist keine Erfindung, die man die letzten 2 Jahre gemacht hat, sondern die gibt's schon ewig und jetzt auf einmal wird sie beschwert, weil die zu woke sind. Und da habe ich mir wieder gedacht, wohl leck, gar nicht. Internet, was ist los? Das ist wie mit dem Ski-Hulk. Jetzt müssen wir auf einmal eine weibliche Form vom Hulk haben. Ja, die gibt's jetzt seit 1980, du brunst immer voll Trottel. Ja, genau so ist. Ja, aber ihr kennt es doch jetzt seit 1980. Ja, das ist wahrscheinlich, weil er ich hoffe, dass der Grund ist, dass er ganz lange im Auto gegen Wave kämpfen hat müssen. Das deswegen kennt. Also ich finde das nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde manche Verurteilungen sollten einfach das als Strafrecht mit drin haben. Dass man einfach sagt, okay, draußen im Auto. Genau. Sie dürfen jetzt entweder ins Gefängnis oder in dem Naturschutzgebiet. Dummheit darf einfach kein Privileg mehr sein. In der Zeit vom Internet, wo jeder dieses scheiß Google-Handy mehr kann und sie dann trotzdem nur so outet als Vollidiot, das gehört bestraft. Mit körperlichen Schmerzen. Das wäre jetzt noch besser gewesen, wenn du das jetzt schon noch mit einem so einen richtigen Assi-Dialekt gesagt hättest. Sächsisch. Wenn so ein scheiß Google, jeder das. Junge. Hey Leute, du kannst jetzt googeln, schau ich da mal, aber das Problem ist ja, dass die auf Google Seite 2 gängen. Okay. Und Sponsored-Seite. Und das sind halt die richtig guten Seiten. Das ist ja das Problem mit den Vollidioten im Internet, weil dann, wenn sie es googeln, dann sehen sie normale Seiten und dann hörst du, denen glaube ich nix, die haben ja schon angelangt, die haben schon immer gelangt, schon immer. Sag mal 5 Beispiele, wann die, keine Ahnung, öffentlich-rechtliche angelangt haben, ich weiß es nicht, aber wer es mir schon sagen können. Und dann gehen sie halt wieder auf Seiten wie deutscheadlerpresse.de oder so ein Scheißtrick. Und dann hörst du, da schau, da steht's, da hab ich's gelesen. Da ist nämlich eine Quelle, da ist ein Typ mit dem Handy, der sich selber filmt und sagt, er ist ein Doktor. genauso läuft's mit den ganzen geistig Behinderten. Ja, ich finde die ganz super. Und dann schreien so alles ja aus in die Welt, was ohne irgendeine Information dahinter, ohne irgendeine Quelle oder irgendwas, und einfach nur in die Welt auszuschreien, weil sie im Internet eine Plattform gekriegt haben, die Volltrotteln. Apropos Internetplattform. Ich weiß nicht genau, ob wir es schon geschafft haben, bis 2024 es entweder zu lösen oder anzukündigen. Seit dem 6.12. gibt's so ein kleines Problem mit Viva la Movilusion, zumindest auf der Plattform Facebook. Und zwar einer von uns,
ich sage jetzt nicht wer, ist möglicherweise, ich sage jetzt nicht was. Kanye, Hacking. Genau, einer von uns, der zufällig der auch ist Hacker geworden. ist, der zufällig uneingeschränkten Administrationszugriff gehabt hat auf die Viva la Move Illusion Facebook-Seite, wurde gehackt. Und Viva la Move Illusion auf Facebook gehört jetzt dem Herrn Tuck. Oder Trung. Tuck Trung. Es ist höchstwahrscheinlich junger, erfolgreicher Geschäftsmann. Ja, 100%. CEO bei Microsoft. Ja, genau, aus Vietnamesien. Diese verdammten Vietcong. Ja. Und hat einfach mal nicht nur im Kanilan diesen uneingeschränkten Zugriff entzogen und sich selbst gegeben, sondern hat nach ein paar Tagen an Mike und mir dann, wir hatten übrigens keinen uneingeschränkten Zugriff, sondern eingeschränkten. Natürlich nicht. Jetzt haben Fragt euch mal warum. Jetzt haben wir gar keinen Zugriff mehr. Genau. Hey, ist auch nicht cool. Genau. Also es kann sein, dass Viva la Move Illusion vielleicht jetzt dann entweder was anderes ist und ihr werdet jetzt dann vollgespült mit irgendwelchen halbnackten Yogatussen. Herzlichen Glückwunsch. Also, was ist anders als davor? Das ist besser dann. Da hat sich das verbessert, die Seiten hat sich dann verbessert. Also, ich sage mal, unsere Abonnenten auf Facebook machen auf alle Fälle einen Gewinn. Aber als kleinen Tipp für die Leute, die bei Facebook sind, ihr seid dann in dieser Meta-Welt. Und bei Meta, da gibt's ja auch nur Instagram und, soweit ihr einen Kani jetzt dann bald dazu bewegen und hinprügeln kann, auch Threads. Und da werdet ihr dann Viva la Move Illusion wieder ganz normal finden, abonnieren können und unsere genialen Ergüsse dann über eure Körper gießen lassen können. Ich hab's tatsächlich schon runtergeladen. Oh, okay. Er ist schon einen kleinen Schritt weiter. Ich habe nämlich nur dann gesehen, dass man es nur mit einem Instagram-Account verknüpft ein neues Konto erstellen kann. Ich hätte jetzt halt mal überlegt, ob man noch warten, bis man ein eigenes Konto erstellen kann oder ob man es an den Instagram-Account geknüpft machen. Mach das, weil du automatisch sämtliche Follower übernehmen kannst. Boah, legt uns einmal da gleich voll krass unterwegs. Richtig. Nein, du kannst nicht alle übernehmen automatisch, oder? Doch. Ich habe alle übernehmen können. Also ich habe jetzt schon, übrigens kleiner Kommentar zu Threads, ich habe jetzt schon mehr Follower auf Threads wie auf Twitter je gehabt habe. Und ich bin voll begeistert. Bis jetzt ist das, mausert sie das so langsam zu einer meiner neuen Lieblingsplattformen. Ja, ich werde mich demnächst einmal dran setzen. Ja. Und ansonsten, vielen Dank an unseren neuen Sponsor, den Tuck. Bester Mann im Vietcong. Genau, richtig. Es wäre nett, wenn du uns die Seite wiedergibst. Oder jemand von euch Connections hat zu Meta, der unsere Meldungen dann erhört und gibt's uns. Es ist völlig unmöglich, dass man da irgendwas macht. Ich habe mir jetzt mal schnell ein neues Profil auf Facebook erstellt, um da mal irgendwie zum Schauen. Das Einzige, was man jetzt machen kann, da muss dann Ausweis und Urkunden und Geburtsurkunden und was weiß ich, was sollst du schicken. Sterbeurkunden. Und ich habe mir mit jemandem geredet, dem ist das gleiche passiert, der Unternehmen hat, also in Anführungszeichen das gleiche, hat sich selber ausgesperrt aus seinem Account, aber er hat gesagt, das war ungefähr ein 9-monatiger Weg, bis er seinen Zugriff wieder gekriegt hat. Also, wenn wir Dezember 2024 unsere Rolex aufnehmen, kann es sein, dass eines unserer Rolex sein wird, wir haben unsere Facebook-Seiten wieder. Ja. Oh, da steckt so viel Zeit drin, so viel Energie. Ja. Wahnsinn. Aber es gibt ja nach wie vor jetzt unseren Podcast hier zum Hören. Jetzt könnt ihr uns auf Steady besuchen, jetzt könnt ihr uns auf Instagram besuchen, demnächst auf Threads, beziehungsweise wenn diese Folge heraus ist, sind wir schon aktiv auf Threads. YouTube, vergiss doch nicht YouTube, das ist momentan YouTube, zumindest unsere aktuell aktivste Community. Genau. Corby hat eigentlich versprochen, er kümmert sich mehr um Reddit und tut's aber nicht. Hat es auf X auch? Nein, ich habe tatsächlich meinen Account jetzt deaktiviert. Ich muss auch sagen, es war ein richtig beschissenes Gefühl, als ich dann da nochmal drauf war. Und es ist mir wirklich ein Leichenvideo nach dem anderen zugespült worden. Warum? Was ist los? Ja, es war ja vorher schon ein bisschen wie Wilder Westen, aber jetzt, seit der Herr Musk das Ganze übernommen hat, gibt's halt gar keine Regeln mehr. Ja, und weil er ist der Meinung, dass das zur freien Sprache gehört, dass ich nur Scheiße verbreiten kann.
Deswegen Und, hat er, glaube ich, mit der EU haben sie jetzt eine nähere Verhandlung, oder? Wegen Verbreitung von Falschinformationen. Ja, ja. Also das ist echt irre. Ich Ja, hab das dann ist, ein bisschen runterscrollt, dann kam wieder das Video von Afghanistan, wo sie die Leitern unten ans Flugzeug hängen und dann fliegt's los und dann siehst du nur die Leiter so. Also, und irgendwie, es gab keine normalen Posts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, brauche ich nicht. Ich habe es eigentlich auch nur mit den Profilen oder wenn ich irgendwas wegen einem Talkthrough, Beutel, Screenshots runterladen möchte, das funktioniert nicht da. Also bei der Switch funktioniert es mittlerweile übers Handy, aber bei der PlayStation funktioniert es ja immer noch nur über das, dass man es auf Twitter teilt und dann kann man es runterladen. Okay. Und ich mag nicht immer ein Foto machen, das schaut komisch aus. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt da eher dann auf Threads rumtummeln. Da sind zumindest bis jetzt ganz lustige Hundevideos drin. Ja. Aber Mike, ich habe ja schon gesehen, du bist ja eigentlich da schon fast wieder einer von den neuen Influencern. Warum? Ja, also ein Post nach dem anderen, 1000 Follower, das ist schon nicht schlecht. Ja, also deswegen hat's mir wegen gewundert, weil du gesagt hast, die kann man mitnehmen. Also das, weiß ich nicht. Die sind jetzt alle in der Warteschleife und sobald die sie O-Main folgen die dir automatisch. Ach so. Ja, sechs, das ist immer gut, dass ich mit dir nur rede, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber du hast die schon angemeldet. Ja, Mike ist einfach überall angemeldet und da ist er up to date, also er ist überall sofort drin, aber keinen Schimmer, was er da treibt. Ich habe keine Ahnung, ich drücke einfach umeinander. Ich folge mal mit dem Gesicht auf Tastatur und dann an Sachen passiert. So ist es mir halt mit Reddit angegangen. Wieder gibt's Regeln, was soll ich Scheiße? Ja, Reddit ist ja fast so, als da die Programmiersprache posten. Das ist ja ist völlig irre. Unglaublich, das ist ja so kompliziert. Ja. Das ist ja, da muss er studiert haben, was sein. Das ist. Nein, ja, gut, das wäre soweit mein Warleck. Es hat mich sehr amüsiert, dass der Tuck unsere Seite übernommen hat. Also erst den Kani und dann die Seite, aber ja. Irgendwann holt er sie uns und dann die ganze Welt. Ja, wahrscheinlich. So ein Verkunzer im Arschloch. So ein Verkunzer, echt jetzt? Okay. Ja, die holen wir schon zurück. Jetzt weißt du, das dauert jetzt mal 9 Monate, hilft dir nicht. Krass. Versteift die bitte nicht auf den 9 Monat. Ja. Hast du die schon mal verloren gehabt, die Facebook-Seiten? Nein, noch nie. Okay. Hat sich noch nie was gefallen. Ich sage, das ist so guten Ton, dass man mir nicht verliert. Das System da bei Facebook ist ja wirklich so, das ist so lächerlich eigentlich. Ja, haben Sie gerade Ihr Passwort geändert, Standort Chicago? Nein, habe ich nicht, ich bin Standort da, mein Standort ist so, was ist mit dir? Lass mich in Ruhe. Und dann möchtest du irgendwie mal irgendwas melden, ja, geht nicht. Sie sind nämlich deaktiviert worden wegen Verstoßes gegen die Verhaltensrichtlinien. Aber da ist ja nichts, was ist denn da? Ja, sind Sie das? Ja. Okay, melden Sie sich an, okay. Sie können sich nicht anmelden, Sie wurden deaktiviert. Wollen Sie es melden? Ja, dann melden Sie sich an, okay. Sie können sich aber nicht anmelden, weil Sie wurden deaktiviert. Trottel. Klicke auf alle Bilder mit einer Ampel. Ja, das ist wirklich egal was du da machst, wenn du dann irgendwas, leck, jetzt habe ich was gefunden, da heißt direkt so, unbenutzter Zugriff auf mein Konto. Ja, können Sie auf Ihre E-Mail oder auf Ihre Telefonnummer noch zugreifen? Sag jetzt einfach mal nein, okay, versuchen Sie diesen Link, klickst drauf, bitte melden Sie sich an. Klick. Sie können sich nicht anmelden, Sie sind deaktiviert, Sie Vollidiot. Und das, also wirklich, jede Art von Lösung, die du gefunden hast, das ist wie mit dem Passierschein A38 bei Asterix. Machen Sie das, und am Ende melden Sie sich an. Das geht ja gar nicht, Sie sind ja deaktiviert, was wollen Sie eigentlich hier? Gehen Sie mal zurück in den Hilfebereich, da können Sie Ihnen helfen. Ach so, okay, und jetzt ja, Sie müssen Anmeldebereich. Ja, okay, melden Sie sich an. Ja, aber es geht doch nicht, Sie sind doch deaktiviert, gehen Sie wieder zurück in den Hilfebereich. Ja, leck mich doch! Das ist ja auch geil. Der Kani hat uns das dann gesagt und dann habe ich nachgeschaut, Mike und ich waren nur Admin von der Seite, aber da wir halt eingeschränkte Kontrolle offenbar hatten, haben wir nichts machen können. Also das heißt, ja gut, wir hätten noch ein paar Tage was posten können, aber dann, ja. Dann wollte ich das eingetreten posten und wollte also Konto wechseln und dabei war es weg. Scheißdreck. Tja. Jetzt geht's um Shopify. Ja. Sie ist nicht wegen unserer Seiten, sie kehrt nur über den anderen. Ja, genau. Man kann immer noch, ist ja noch nichts post worden. Ich habe gestern erst einmal hingeschaut. Ja. Sie ist unberührt. Ja, das dauert. Vielleicht kriegen wir jetzt dann irgendwie so einen Pressebrief. Ja.
bitte 400 Euro an der großen Eiche beim Vollmond abliefern. Genau. Nachdem sie 2 Tage in einem Auto gegen einen Wolfsrudel gekämpft haben und in ihre Burger King Tüten defekiert mussten. Das ist doch ein schöner Abschluss für die Folge halt, oder? Ja, genau. Bittersüß, bittersüß. Das ist schön, es ist schön, dass ihr dabei wart, es ist schön an alle, die zugehört haben. Ja. Wie immer, wir haben jetzt auch kein Facebook mehr, es müsst ihr also auf Steady kommen, weil wir machen auf Steady auch Posts. Nicht gerade unsere Folgen, sondern auch schriftliche Meinungen gibt's da immer wieder mal. Und folgt uns und kauft Sachen bei uns und unsere Abos verschenkt zu Weihnachten. Jetzt ist dann ja gut, jetzt ist es schon Januar, dann verschenkt es zu Ostern, genau. Und wer das nicht tut, der soll natürlich im Auto eine Woche gegen Wolfsrudel kämpfen. Ganz klar. Und sie mit seinem Beifahrer gegenseitig in den Mund suchen und auf den Bauch defekieren müssen. Wer sowas schon mal erlebt hat, schreibt es bitte in die Kommentare, weil mir das schon Verhaltensregeln waren wichtig. Wie kommt man aus der Situation raus? Habt ihr Tipps? Ja. Also gab's irgendwas, wo ihr sagt, leid bitte, das hilft ja auch gerade. Es müsst die Wölfens mal alles oder nicht euch gegenseitig. Ist voll Idiot, ne? Ja, genau. Und beim Bären muss der mal auf den Bauch gacken. Da muss aber schnell sein. Da muss schnell sein, ja. So, jetzt hören wir auf mit dem Scheiß, ich mag nichts mehr hören. Unser letzte war Lex vom Jahr 2023, schön was mit euch zwei. Ja, gut, ja schön. Dann, wir verabschieden uns. Sinne, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Wolfsrudel. Ich habe jetzt gerade darauf gewartet, dass so ein Vergleich kommt. Doch, also ich glaube, hört den Podcast dann am besten in so einer Situation im Auto neben dem Wolfsrudel. Oh. Oder der Wolfsrudel hört noch, während sie im Auto sitzt. Ja. Gut. So. Adieu. Dann auf geht's, ihr Servus und habet Ehre. Ho, 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 ho.